Also nach dem letzten Part ist zumindest eines klar. Ein Meister im Gwent werde ich garantiert nie. Damit willkommen zurück, Freunde, hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind immer noch dabei, dem Herzog hinterher zu dackeln. Ist ja scheinbar auf dem gleichen Stockwerk, ich sehe aber nichts. In der Nähe, ne, denke ich, da muss immer noch ein Stockwerk tiefer unten sein. Von mir aus, wenn du ein paar Spielchen spielen willst. Alter, da hatte gerade mein anderes Ding, meine eigene Spur gehört, wollte ich gerade sagen. Komm schon. Das ging schnell, war. Und der rennt und rennt. Lass mich. Scheiß Ertrunkener. Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Ja, du kannst gehen. Falls du kannst. Welche Chancen habe ich? Mit diesen Wunden? Keine großen. Bis dann. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Ach, ich hätte mitgehen sollen. Du weißt doch, dass er es auf mich abgesehen hat. Jetzt ist er sicher doppelt entschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, er wechselt die Branche. Wenn er es lebendig da rausschafft. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Kommt drauf Wenn du an. Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. So mächtige Karten, Leute. Ja, komm, wir nehmen die Karten. Ich würde gerne rausfinden, wie ich mit den Karten zurechtkomme. Wunderbar. Ich bring das Geld sofort zum Bettlerkönig. Da wird der Wichser Augen machen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Wels. Ja, ja, sowieso. Neue Karten bekommen, geil. Für vielleicht was anderes, egal. Gut, Quests, weiter. Wir haben noch ein paar vor uns. Und zwar ein tödlicher Plan. Ach du Scheiße, wollen wir das wirklich machen? Sammle sie ab, würde mich verarschen? Gewinn zu beginnen. Würfelpokerspieler, interessant, jetzt gewinnt, wa? Wie viele Punkte kriege ich dafür? Mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Ja. Wie viele Erfahrungspunkte kriege ich? So geht das. Kurz und schmerzlos. Kann was geben, waren Erfahrungspunkten. La la la. Muss ich rechts? Nee, ist doch falsch. Ist jetzt recht falsch. Ist er doch hier durch? Ey, was ist denn das für ein komischer Ort plötzlich? Die Frage ist vor allem, soll mir Dixter wirklich helfen? Ich meine, das, was er vorhat, ist schon ja, ein tödlicher Plan durchaus. Unschätzbare Manuskripte. Da war die verwöhnte Tochter, der Baronstochter, was auch immer. Nee, Baronstochter war es nicht, das war was anderes. Ja, komm, ich weiß, immer ganz kurz Meditation und Speichern. Da machst du sogar noch einen Fehler.
bis Mittag. Es ist eine schöne Zeit. Die war eine Schönheit. Spiel speichern, zack, dankeschön. Und jetzt mal gucken, was Dijkstra so am Schilde führt. Also, was soll's sein? Ich glaube, ich habe mich bepisst. Wir haben ja bepisst. Weißer Wolf, willkommen in der Passiflora. Oh, kein Zeichen des Wiedererkennens in deinen Augen. Sei gegrüßt, Keine Sorge, ich habe mich seit dem letzten Mal sicher sehr verändert. und das war... Ach, vor ewigen Zeiten. Du und Meister Rittersporn seid mit 2 Halblingen aufgetaucht. Einfach zum Brüllen, die kleinen Typen. Wir erinnern uns bis heute an diesen Abend. Ja, tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Hier entlang, nach oben. Okay. Dann hören wir uns doch mal an, was hier so besprochen wird. Ein Bandit. Okay. Hexer Geralt? Jo, Na hoch, der Boss wartet schon. bin schon da. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Friedanks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Täuscht mich, oder ist die Musik wohl so viel zu laut? Um Triss und Jens willen. Wäre natürlich was, wa? Ich habe deine Einladung erhalten und bin gekommen. Das ist alles. Kommen wir zum Geschäft. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Was? Du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedwen um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Wysimar zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Du lag ein Interesse plötzlich. Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht? Siehst du, es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Tja, wie du meinst. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermasseln. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Ja, toll. Stirbt der eine, herrscht nachher der andere. Kommen sehen?
Mal ganz kurz, Leute, die Musik ist mal viel zu laut. Was ist eigentlich wieder los? Sprachlautstärke, Effekt, Musik. Ne, stimmt alles. Habe ich alles so eingestellt? Geh mal kurz raus der Hütte, vielleicht liegt es daran. Auf der Straße, meine. Niemand. Lassen dich deine Nerven im Stich? Ich bin nicht nervös. Nur vorsichtig. Solltest du auch sein. Ich weiß. Und ich bin es. Ich bin für die Eine Liebe Weile wie durch die geschaffen. Straßen geschlendert, um Verfolger abzustellen. Ich bin Schön zu wissen. Du brauchst mir keine Lektionen zu erteilen. Ich bin für die Liebe wie geschaffen. Schlangenauge. Hast du auch eine Schlangenzunge? Versuch's doch rauszufinden. Ja. Hallo. Wie freundlich die hier alle sind. Herrlich. Dem Herrn und Beschützer. Nee. So was stehe ich nicht, Entschuldigung. Wir sind mal zurück, war. Nur der standhafte Glaube in die Macht dieser Flamme kann uns zum Sieg sein. Wow! Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Ah, das ist leider so. Aber auch nichts so wirklich wie das Leben. So, dann mal gucken, wo er sich denn versteckt hält. Was sind das denn? Fragezeichen hier oben. Unentdecktes Artefakt. Oh, das könnte noch wichtig sein. Na, vieles nicht entdeckt, war. Den Stern zerstören, okay. Darunter muss ich also, natürlich gibt es ja keinen direkten Pfad dazu, also sprich hier hin und damit Plötze. Dem schnellen Plötze! Plötz! Versuch's doch! Was sollen wir da wirklich mitmachen, Leute? Ich hatte eben noch ein mulmiges Gefühl dabei, ganz ehrlich. Weil, vermutlich ist es sogar so bestimmt, dass Radovid gar nicht sterben kann, weil er irgendwie vielleicht für den Schluss noch interessant ist, aber es geht vermutlich mehr darum, ob wir ihm geholfen haben oder halt unseren Freunden und dementsprechend können sich alles weitere noch irgendwie halt verändern, also von dem her, ja, könnte heikel werden. Na, da kam kein Bock drauf. Es war nur Stufe 7, es dauert eh zu lange im Kampf auf dem Pferd. Servus. So, mal quatschen war. Geralt steckt das Schwert weg. Was eine Silber oder Stahlwaffe, okay. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Wo ist ein Helm hin? Glitching! Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Das hat natürlich was. Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redanier. Ich desertiere doch nicht. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Ich frage mich, ob Visimir noch der König aus zweiten Witcher-Teil war. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück.
Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte, hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut, viel Glück. Danke. Bis dann. See you later, Alligator. Und nochmal ein tödlicher Plan. Ja, von mir aus. Wo geht jetzt da am besten lang? Ja, der Weg stimmt. Hübsche Dekoration. Schon, wenn ich nur daran denke. Schön formuliert, ja, Geralt. Von Wisimir hört man ja nur so Gutes, war? Also muss wirklich ein guter König gewesen sein. Ich frage mich sowieso, weil der zweite Teil hat ja auch den Namen Kings drin, glaube irgendwie Assassins of Kings oder so irgendwas in der Art. Aber es da sogar vor allem darum ging, dem einen König zu helfen, dem anderen ja weniger und so weiter und so fort. Da vielleicht Geralt, dass er seine Finger noch im Spiel hat, aber nein, kommt doch eher weniger. Wer ist da? Einsatz, Leute, Einsatz! Bringen wir es zu Ende. Mann, ich hatte doch gerade... Wieder mal, das konnte nicht geklappt, so wie es wollte, weil es mir Gegner waren. Kann ich extra gar nicht kontern. Scheinbar nicht, wa? Ich versuch's nochmal. Es geht irgendwie nicht. Wie? Was haben wir jetzt gemacht hier? Nur ausgewichen? Ich kann Ex nicht kontern, das ist doch ein Scheiße. Wieso kann ich so, dass ich Ex nicht kontern? Nee, sorry, aber da muss man noch mal dahinter. Das kann nicht sein, dass ich eine Axt nicht kontern kann mit dem Schwert. Hallo? Ja, da wäre natürlich der Schutzschild ein bisschen besser. Ich finde den Weg der Schuhe lieber wieder an den Anfang zurück. Vielleicht finde ich da ein bisschen mehr. Ja, hier ist er wohl gestrandet, aber die Frage ist eben, wo ist er nachher hin? Hexer, Szene, lass mal bitte nicht im Stich. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Ja, das gerade auch gesehen. Also ein Wolf. Das ist schon wieder was Schlimmes. Was? Ein Warg? Was ist denn das? Tut mir in der Seele weh, Wölfe sind hübsche Tiere und so weiter. Und abgesehen davon sowieso ein Lebewesen, aber was willst du machen? Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Ein Schuh. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Ein zweiter Schuh. Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wie viele Schuhe hat der Typ? Wo sein Träger wohl ist? Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Wo sein Träger wohl ist? Geralt, das ist irgendwie Barcode, da hast du auch mal ein paar andere Texte drauf. Da sind Schuhe. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Hä? Soll das eine Schnitzeljagd sein? Wo sein Träger wohl ist? Ach, kann sich mehr hören, Leute. Gehen wir so weiter. Der oben war. Was macht er hier?
Ah, das ist schon. Das ist nicht Bart, oder? Bart? Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln ich. Das sehe ich. Ich frag mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Ja, okay, nicht Bart. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ork und Pock. Ork und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße Ork und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ork, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ork sagen Mann, Schuhe machen. Für Ork, Pock und Rock Schuhe machen. Ja, aber wirklich mal. Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ork, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Bis dann. Ock, Pock und Rock und die Band heißt Tock. Ja, mal gucken, wa? Weil ein Mensch schwierig, die zu finden. Gerald, nimm's auf. Aber wenn Orks schlagen, Menschen immer sterben. Dann schlag verdammt nochmal nicht zu. Schrei sie an, das reicht. Thaler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluchen beigebracht. Geralt? Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer soll? Ganz ruhig, Ork. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen. Sonst wir werfen in Suppe. Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Thaler nicht gehen. Thaler sitzen. Arsch runter. Thaler Schwanzlutscher Schuhe machen. Und ich mache ein Ende, da wäre ein bisschen übertrieben. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Thaler muss mit mir mitkommen. Verdammt. Thaler nicht gehen. Thaler Schuhe machen. Aber ich brauche ihn. Thaler hier bleiben. Du Schuhe haben. Ork Schuhe nicht haben. Rock nicht haben. Pock nicht haben. Thaler Schuhe machen. Thaler los. Immer mit der Ruhe. Thaler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Pock 4 und Rock 4? 2 Paar für jeden von euch Arschgesichter. Thaler gehen. Aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpels seid.
Bleibt hier. Bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich mit Trollen aus. Schon mal an Kinder gedacht? Kinder sind keine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril. Du hast dich Aha. ein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Das ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen. So viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr 3 auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt. Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das? Als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel. Wenn sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Land ist jetzt von Nilfgaard besetzt. Willst du etwa sagen, die Schwarzen hätten keinen Bedarf an Schustern? Die haben sicher eigene dabei. Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als Thaler findest du nirgends im Norden. Ja, genau. Glaubst du mir nicht? Du bist ein Spion und du arbeitest jetzt mit Roche und Dijkstra zusammen. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Ich geb's zu. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht seine Arbeit, hämmert... Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Orke und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn es nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut, verstehe. Treu mag er ja sein, aber so einen Fluch habe ich auch noch nie erlebt, hey. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über 3 Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Ja, mach's gut. Das war's? Aber wir haben im Prinzip gar nichts gemacht für die Quest selbst. Du bleibst jetzt hier oder wie? Ganz Weihnachten gesehen und so, ja, ja. Mach's gut. Ja, mache ich die meiste verdammte Zeit über. Danke. Naja, in diesem Sinne, Leute, wir hätten es hier jetzt mal geschafft, denke ich mal. Keine Ahnung, wieso es hier nicht weitergeht, aber scheinbar soll es nicht weitergehen oder es geht irgendwie erst später weiter. Kermohen! Was? Willst du mich verarschen? Ah, das war die erste Quest, sowieso gut. Ja, wo ist denn höherer Plan? War hier. Was? Komplett so in der Passivlora auf. Das haben wir ja gemacht, also in dem her. Ja gut, Leute, ich gehe nochmal zu Dijkstra. Vielleicht wird die Quest hier weitergehen. Wir haben jetzt ja einfach nur den ersten Schritt getan, das könnte ja auch sein. Aber ansonsten würde ich mal sagen, sind wir soweit fertig. Wenn es bei Dijkstra nicht mehr weitergeht, bin ich versuchen, würde es noch tun, dass wir uns im nächsten Part noch darum kümmern, von wegen, ja, Geralt natürlich muss ich mal zum Barbier, oder, sich ein bisschen zurecht machen und so weiter. Aber vor allem will ich dann gerne mal das machen, was ich schon mal angekündigt hat, von wegen da mit den neuen Geldtrick ausprobieren.
Weil ein bisschen mehr Kohle können wir schon gebrauchen. Dann die Machtpunkte suchen, die hier noch ein bisschen verteilt und versteckt sind. Und neue Schwerter, neue Rüstungen schmieden. Auch ein bisschen Alchemie uns betreiben. Also sprich einfach gute Vorbereitung. Ja, gute Vorbereitung, wie auch immer. Das wird sicher 1-2 Folgen dauern das alles. Aber dann sind wir bereit und reisen dann nach Skellige. Das könnte schon mal interessant werden, wa? Naja, in diesem Sinne. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao zusammen.